Jesus First, wir machen einen Abschluss heute und zwar aus Johannes 14, wo Philippus eine Frage stellt. Und wir lesen das gleich miteinander. Johannes 14, 6-8. Übrigens, der Vers 6 haben wir vorhin gleich gesungen. Einfach, das ist ein sehr bekannter Vers. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Und dann hat er gesagt, da bat Philippus, der Jünger von Jesus, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. In anderen Übersetzungen heißt es, dann genügt es uns. Es ist interessant, was für eine tiefe Sehnsucht und tiefe Herzensanliegen hier aus Philippus rauskommt, weil ich glaube ganz persönlich, es ist eine Herzensfrage, die in uns allen Menschen angelegt ist, seit wir auf diesem Planeten Fuß gefasst haben. Zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Und wenn man das Wort Vater hört, kann das mit ganz vielen Dingen assoziiert werden. Vielleicht bist du in einem wunderbaren Elternhaus groß geworden mit diesen guten Vätern. Vielleicht aber auch hast du deinen Vater gar nicht gekannt oder warst verwahrlost oder wurdest nicht beachtet oder es wurde schlecht über dich gesprochen. Und wenn du dann Gott als einen Vater hörst, dann löscht es dir gleich ab. Ich möchte dich heute auf eine Reise mitnehmen, dass dieser Vater aller Vaterschaft, der Vater Gott, der Schöpfer von allem Leben ist, aus dem übrigens auch Jesus und der Heilige Geist entsprungen sind, dieses wunderbare Mysterium der Dreieinigkeit, dieser Vater Gott ist ganz anders als die Bilder und Gedanken und Gefühle, die wir in unserem Herzen uns zurechtgelegt haben. Bist du heute Morgen bereit, mit mir ein paar Minuten auf eine Reise zu kommen und alle deine Vorurteile und deine Erfahrungen beiseite zu legen und etwas von diesem Geist Gottes, der übrigens auch der Geist des Vaters ist, weil Jesus ja gesagt hat, ich gehe zum Vater und der Vater sendet jemand, der Ratgeber, der Hoffnung bringt, der Tröster. Es ist auch der Heilige Geist, ist der Geist des Vaters, der uns auch wieder dieser Vater und diese Liebe des Vaters offenbart. Und ich bete, dass du heute Morgen etwas mitnehmen kannst für dein persönliches Glaubensleben, dass etwas abgeschnitten wird, das ungesund ist in deinem Herzen und ich sage es mal, dass du ein sicheres Fundament bekommst. Der erste Punkt ist das Ja Gottes oder das Ja des Vaters über seiner Schöpfung. Du musst wissen, diese Welt wurde wunderbar geschaffen. Diese Urfrage aller Lebens fängt immer im Kleinen an, immer ganz dunkel, zusammengequetscht, im Bauch einer Mutter, eines Tieres, man sieht es fast nicht. Und es kämpft sich durch dieses Dunkle durch und irgendwann bricht es durch ins Licht und ins Leben. Der Vater hat ein Ja ausgesprochen über diese Schöpfung. Und das sind nicht nur wir Menschen gemeint, da ist die ganze Schöpfung gemeint. Und ich möchte dir ein paar Beispiele bringen. Heute Morgen zum Beispiel, hätte ich frei gehabt und ich hätte erst um 7 abfahren müssen. Mein Vater hat mich angerufen um 5 Uhr. Ich habe noch eine Ferse gehabt, die ein Kalb gebracht hat. So bin ich wieder raus und habe dieses Kalb auf die Schulter genommen. Es war schon trocken. Und habe es in sein Iglu gebracht. Und du musst wissen, halte deine Augen offen. Weil da war von 8 Monaten auf diesem Ultraschallbild mit 32 Tagen nur ein kleines Herz zu sehen. Und jetzt ein Kalb, das lebensfähig ist, wunderbar erschaffen, haben wir in Empfang genommen. Wir denken immer, ja, der Mensch ist ein Wunder. Das ist er auch. Aber die Schöpfung, die Fauna, die Flora ist genauso mit der Handschrift Gottes und mit dem Ja dieser Schöpfung
Verstehst du, wenn der Vater einem Maiskorn sagt, wachse, dann wächst es. Du hast viele schöne Maisfelder gesehen in der letzten Zeit, wenn du ein bisschen übers Land fährst. Wir hatten 5,5 Tage, bis der Mais zum Boden raus war. Also wir haben ihn gesät. Es war so wüchsiges Wetter. 5,5 Tage ist dieses Saatkorn aufgeplatzt und ist durchgebrochen durch diese Erde und war da, grün. Niemand hat ihm gesagt, er muss hervorkommen. Aber weil auch dieser Maispflanze das Ja des Vaters gehört hat, brach es durch. Und ich sage euch etwas, wenn ihr vielleicht ein bisschen wieder mal in eurem Garten oder draußen spaziert, schaut auf die kleinen Dinge, wo ihr die Handschrift des Schöpfers seht. Nicht nur immer das Große. Geht auch ins Kleine und schaut, weil er ist der alles geschaffen hat. Ich habe so bei mir am Hof ein paar Schwalbennester extra aufgehängt. Es gibt nichts Schöneres zu beobachten, wenn diese Schwalben im Mai kommen. Hey, die helfen mir, fliegenfrei einen Bauernhof zu führen. Niemand hat ihnen gesagt, sie müssen am Morgen um 5:30 zwitschern und ein wunderbares Lied in den Himmel pfeifen. Was denkt ihr, was diese Kreaturen antreibt, dieses Morgenlied zu singen? Das ist das Ja des Schöpfergottes. Das ist das Ja des Vaters über seiner Schöpfung. Und wir Menschen haben eben ein kleines Problem, weil unsere Welt, in der wir leben, immer wieder von einem Nein her lebt. Wir sprechen ein Nein über uns aus, über uns selber, über unsere Nachbarn, über der Schöpfung. Ja, das ist noch nicht recht, das ist nicht gut. Und immer dieses Nein. Aber wenn du in der Schrift siehst, dass dieser Schöpfergott in der Schöpfungsgeschichte gesagt hat, von Anfang an, es ist gut. Nein, es ist nicht nur gut, es ist sehr gut. Und das ist dieser Grundgedanke, wo wir immer wieder unser Herz lenken müssen in die richtigen Bahnen, weil das ist nicht ein Ja auf Widerruf. Nicht ein Ja und wenn ich es nicht ganz schaffe, dann kippt es in ein Nein. Sondern dieses Fundament des Vaters, das Ja über seine Schöpfung, über dir und mir, ist der sicherste Ort in deinem Leben, wo du dein Leben bauen kannst. Wenn du dort dein Leben baust, bist du safe. Das ist egal, was deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter, egal wer sagt. Wenn Gott Ja sagt, dann ist Ja. Und dann ist nicht Nein. Darum möchte ich euch zusprechen im Psalm 116, Vers 7. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Und ich möchte, dass du dich wieder fragst, und wenn du am Morgen in den Spiegel schaust, in deine Augen, dass diese Dankbarkeit wieder aufschlagen darf in deinem Herz. Da hat ein Schöpfergott sein Auge auf mich geworfen und gesagt, es ist im Fall sehr gut, dass du da bist. Und wenn irgendwelche Lügengeister in deinen Gefühlen und deinen Gedanken sagen, es wäre besser, du wärst nicht da, ist das eine Botschaft aus der Hölle und hat nichts mit der Liebe des Vaters zu tun und nichts mit der Wahrheit zu tun, dass er gesagt hat, Ja über dir und über mir. Safest place on earth. If you start there, you're doing fine. Wenn du dort anfängst, ist gut. Verstehst du? Wir lachen, aber ich sag dir eines. Wenn du dein Vertrauen auf dieses Ja des Vaters gründest, wirst du nie enttäuscht werden. Weil wie er mit uns umgeht, ist wunderbar. Du musst wissen, wenn dieses Ja angekommen ist in deinem Herzen, und das müssten wir uns immer wieder durch die Schrift, durcheinander, durch Ermutigung zusprechen. Es ist im Fall gut. Jesus ist da. Der Vater hat ein Ja. Bist im Fall beschützt. Haben diese Woche ein Abschlussessen gehabt mit meinem Sohn, der SCK mit einem Förderprogramm schon 3-mal die Woche Fußball spielt mit 7 Jahren.
Und ich bin ja nie an den Matches eigentlich, weil ich immer arbeite auf dem Hof. Meine Frau geht dann an die Fußballturniere und ich habe dann da erstmals die Trainer und die Eltern getroffen und ich habe die nicht gekannt. Ich bin dann da einfach hin und da kamen alle zu mir und haben gesagt, hey, danke so viel mal, dass Galeb mitspielt in diesem Team. Der geht voll rein gegen die 2 Jahre Älteren. Der zieht den Fuß nicht zurück. Der hat keine Angst. Es ist wunderbar, wie der nie aufgibt. Und der Vaterstolz wurde immer größer. Und dann bin ich wo ich mit dem Quad mit ihm nach Hause gefahren bin, habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Galeb, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so stolz auf dich, wie du einfach alles reinwirfst mit Leidenschaft in dieses Fußball. Und die Leute haben so Freude, dass du so Einsatz gibst, dass du keine Angst hast. Dann schaut er mich an, dieser 7-Jährige, und wie aus der Pistole geschossen, sagt er mir, ja Papa, ich muss ja gar keine Angst haben. Jesus beschützt mich, ich kann ja voll rein. Und dann sage ich ihm, genau so ist es. Genau so ist es. Das mache ich noch, spiele noch Seniorenfußball, nie zurückziehen, immer durchziehen. Das ist wichtig. Amen. Versteht ihr, da ist etwas in diesem kleinen Mann an Same gesät worden, der weiß, Jesus ist der mich beschützt. Der Vater hat ein Ja. Und ich möchte alle hier drin ermutigen, die in einer Beziehung sind, die Kinder haben. Stiftet dieses Ja in diese Herzen. Ich mache es bewusst jeden Morgen. Nehme die Kinder auf den Schoß, eine nach dem anderen, ob ich mich fühle oder nicht, und spreche ihnen zu, ich liebe dich. Ich bin so dankbar, dass du da bist. Du bist wunderbar. Jesus liebt dich und ich bin stolz, dass du mein Kind bist. Du glaubst nicht, was du für ein Fundament baust für die Zukunft. Mach das und sei der Erste, der dieses Ja weitergibt aus deinem Herzen. In deine Nächsten, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Enkel, egal wer bei dir ist. Wie schön ist, dass es Gott uns dieses Ja nicht nur zuspricht, sondern es durch uns durchfließen lässt zu anderen Menschen. Und das ist eben, wie das Reich Gottes funktioniert. Der zweite Punkt, Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Johannes 5, 22 bis 23 heißt es, und der Vater richtet niemanden. Hast richtig gehört. Sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer der Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Versteht ihr? Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Der Vater richtet niemanden mehr. Er hat das Gericht seines Sohnes abgegeben und darum hat Jesus gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn du durch dieses schmale Tor, und glaub nicht, was irgendwo gepredigt wird, dass es viele Wege zu Gott gibt. Ich muss euch ehrlich sagen, es gibt einen unglaublich schmalen Weg. Sein Name ist Jesus Christus, er ist das Tor. Und nur durch ihn kommst du zum Vater. Es ist wie wenn du dich durchkämpfst durch eine schmale Ritze, da kommst du durch und es ist so weit und Freiheit erwartet dich und Hoffnung und Friede und Liebe und Barmherzigkeit und Vergebung und Freude am Leben und Zukunftsfreude. Das ist das Reich Gottes. Aber nur ein Weg. Nur ein Weg. Nicht viele Wege führen nach Rom. Und ich muss dir ehrlich sagen, egal was du getan hast, der Vater hat ein Ja über dich und nimmt dich gerne an. Weil in Micha 7, Vers 18 lesen wir, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Liebe Freunde, ist das nicht eine Ermutigung heute Morgen? Es ist im Fall nicht so, dass Gott denkt, jetzt muss ich vergeben, jetzt muss ich noch barmherzig sein, sondern er freut sich, wenn er uns barmherzig sein darf. Ich liebe es, so einem Gott mein Leben anzuvertrauen und ihm alles zu geben, weil ich weiß, es freut ihn, mich wiederherzustellen. Es freut ihn, mir zu vergeben. Hey, das ist eine sehr gute Botschaft heute Morgen, liebe Freunde. Amen. Ich merke eure Begeisterung. Ihr müsst eins wissen. Wenn ihr eure Wurzeln tief senkt in Jesus und merkt, was euch vergeben worden ist,
dann wird euer Leben überfließen in Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Im Kolosser 2,7 steht das. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass ihr erkennt, dass es ihm Freude bereitet, euch als seine Kinder anzunehmen. Und euch zu sagen, es ist im Fall gut, dass du da bist. Der dritte Punkt, unser Vater ist derselbe. Hebräer 13,8 heißt, Jesus Christus ist gestern und heute und in Ewigkeit derselbe. Genauso ist es mit dem Vater. Er war gestern und ist heute und ist in Zukunft derselbe. Und in der Vorbereitung ist mir ein Lied aufs Herz gekommen. Ein altes Lied. Und ich habe dann mit Dave gesprochen, habe gesagt, hey, können wir da nicht 2, 3 Strophen von diesem Lied zusammen erleben? Und warum, möchte ich euch erklären. In diesem Punkt ist da ein Mann, ein Joachim Neander, 1650 bis 1680 hat er gelebt und hat ein Lied geschrieben. Das das Herz Gottes ausdrückt. Und ich möchte, dass wir zusammen dieses Lied, du darfst es mitsummen, mitsingen, wir haben die 3 Strophen da, aber ich möchte einen Fokus legen auf die Worte. Der gleiche Gott wurde 350 Jahre zuvor angebetet, aus dem gleichen Herz, wie wir heute 2023 mit unseren Worship-Songs. Das ist nicht eine Eintagsfliege oder eine neumodische Aktion von ICF, die vor 25 Jahren gestartet hat. Da ist ein Mann, der dieses Lied, der nur 30 Jahre alt wurde, der dieses Lied geschrieben hat. Nicht mal für den Gottesdienst, sondern ein Lied für auf Reisen. Da gab es noch kein Uber und auch keine öffentlichen Verkehrsmittel und keine Autos. Die sind alles gelaufen und sie haben diese Lieder vor sich hingesungen, um ihrem Gott ihr Herz zu geben. Lass uns wir machen nicht alle Strophen, lass uns diese 3 Strophen zusammen anhören. Lass es auf dein Herz wirken. Wenn du Freude hast und es kennst, darfst du mitsingen. Zu sehen, da war ein Mann vor 350 Jahren, also 373 Jahre, der gleichen Vatergott angebetet hat, wie du und ich. Mächtigen König der
Amen. Nichts an Kraft und Salbung eingebüßt, dieses Lied über 350 Jahre. Versteht ihr, da war ein Mann, der dieser Gott kannte. Und das ist das, was mich begeistert hat, weil wir können ja in der Bibel lesen, die Menschen, wie sie Gott erlebt haben oder wie sie den Vater Gott erlebt haben. Aber es ist immer auch wieder schön, durch diese Hunderten von Jahren Menschen zu sehen, die es niedergeschrieben haben, was ihr Herz zutiefst empfunden hat. Es hat mich einfach begeistert, das mit euch zusammen zu teilen. Wir kommen noch zum letzten Punkt. Und zwar die Freude des Vaters zu sehen, wie seine Kinder überwinden. Im Lukas 12,32 steht einer meiner Lieblingsverse. Dort sagt Jesus, hab also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Da hat es ein paar wichtige Punkte drin. Erstens mal, der Vater hat unglaublich große Freude, dieses Reich Gottes uns zu schenken. Ohne Arbeit, ohne To-Do-Liste, sondern wie Kinder empfangen wir von einem Vater Gott diese wunderbaren Geschenke des Himmels. Dieses Überwinden haben wir alle in unserem Leben immer wieder nötig mit diesen Herausforderungen, die uns das Leben mitbringt. Aber wenn dieses Ja Gottes in unsere Herzen gestiftet wird von diesem Vatergeist Gottes und wir gegründet sind in diesem Ja, dann haben wir Möglichkeiten zu überwinden in all unseren Entscheidungen. Und ich habe erlebt, auch wieder in vielen Gesprächen in den letzten Wochen, was mich auch auf diese Message auf mein Herz gelegt hat, ist, viele Menschen fragen sich, bin ich auf dem richtigen Weg mit Gott? Bin ich am richtigen Ort, am richtigen Platz? Ist es meine Bestimmung? Ist das das, was Gott für mein Leben will? Ich möchte dir 2 Gedanken mitgeben. Im 1. Petrus 2,21 heißt's, dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Also wenn du dich fragst im Englisch, what's your purpose? Was ist deine Bestimmung? Suffer for doing good. Also leiden, weil du Gutes tust. Das ist das, was die Schrift sagt. Und was heißt das Leiden? Da geht's nicht um Krankheit, sondern da geht's drum, nicht jeder in deinem Umfeld wird jubeln, wenn du sagst, Jesus ist König. Nicht jeder wird jubeln, wenn du sagst, Gott hat Mann und Frau erschaffen und nichts zwischendrin. Versteht ihr, nicht jeder wird dir applaudieren, aber freu dich, dass wir ein bisschen von dieser Ablehnung, die Jesus erlebt hat auf dieser Erde, mit Würde tragen dürfen und uns freuen für diese kleine Zeche der Ablehnung, die Menschen vielleicht über uns aussprechen, weil sie noch nicht ins Leben durchgebrochen sind. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen zu segnen und ihnen Gutes zu wünschen. Weil antwortet nicht Böses mit Bösem, sondern gebt Böses mit Gutem. Und was heißt das? Unsere Bestimmung ist es, die Freude an Gott nicht zu verlieren, und die verlierst du nicht, wenn dein Lebensanker gegründet ist in der Vaterliebe Gottes. Dann wirst du nie enttäuscht sein, weil du immer zurückgreifen kannst auf eine Festung, die uneinnehmbar ist. Und ich möchte dich so ermutigen, am heutigen Morgen das zu umarmen. Weil dort, wo du drin bist, sage ich dir, gang weiter, geh weiter. Es ist gut, der Vater ist mit dir. Versteht ihr? Ja, aber soll ich das, soll ich dies? Hey, wenn ich meine Abzweiger in meinem Leben anschaue, die jetzt haben wir wieder Abzweiger genommen, es gibt immer wieder neue Richtungen, weil wieder Türen aufgehen. Und wir gehen durch, weil wir haben weniger Angst, dass der Teufel uns verführt, als dass der gute Vater uns führt und uns das Königreich gibt. Weil wir leben nicht in Furcht,
Weil der Vater hat mehr Möglichkeiten, uns die richtigen Wege zu führen, als der Teufel uns zu verführen. Und darum brauchen wir einander, damit wir einander ermutigen, damit wir einander ins Leben sprechen können, damit es nicht eine Einzelaktion ist, sondern wir Menschen haben, die voll des Geistes sind und uns immer wieder sagen, hey, es ist gut, los, geh vorwärts, nimm Land ein. Und das ist die Wahrheit am heutigen Morgen. Und da möchte ich dich so ermutigen. Die Freude des Vaters ist es zu sehen, wie du überwindest. Und ich sag dir eins, du sagst vielleicht, der Turm vor mir ist zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich überwinden soll. Verstehst du, der uns beruft, ist auch der uns versorgt. Der dich ruft bei deinem Namen und dieses Ja in dein Leben gestiftet hat und stiften will und stiften wird bis ans Ende deines Lebens, ist auch der dich hält. Er hält, wie es gesungen hat, Joachim Neander. Du bist der mich erhält. Er ist der uns behält, weil er der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens ist. Dieser Vater Gott, der von Anfang an war und bis in alle Ewigkeit sein wird. Wie wäre es, wenn wir dieses Leben in unglaublichem Vertrauen in diese Vaterliebe durchleben würden? Und zum Abschluss möchte ich noch eine kurze Story erzählen, die mich so bewegt hat. Ich war vor ein paar Wochen an der Abdankungsfeier von Gary Keller. Die einen von euch kennen, ein geistlicher Vater der Schweiz. Und mein geistlicher Vater Willi hat auch ein paar Worte sagen dürfen bei der Abdankung. Und er hat eine Story, die hat er mir erzählt, 2 Tage nachdem Gary mit 92 gestorben ist. Am 23. April 23. Und er hat mir gesagt, Dominik, ich war vor 4 Wochen nochmals bei Gary mit meiner Frau Gertrud. Und wir waren bei Gary und Lilo und haben noch zusammen einen Kaffee getrunken. Und er hat mich in die Augen geschaut. Ich bin seit 40 Jahren freundschaftlich mit ihm unterwegs und er hat mir in die Augen gesehen und hat gesagt, Willi, ich gehe nach Hause. Er hat es 2-mal gesagt. Willi, ich gehe nach Hause. Ich habe Jesus gebeten, mich nach Hause zu holen. Wir werden uns nicht mehr sehen. Und 3 Wochen später ist er verstorben. Und wisst ihr, liebe Freunde, was mich hungrig macht, dass es möglich ist, dieses Leben zu leben und in Würde gehen zu dürfen. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Ein Vatergott, der bis zum Schluss zu seinen Kindern schaut. Er meint es gut mit deinem Leben. Und er hat gute Pläne. Und heute Morgen möchte ich zum Abschluss beten, dass wir unser Herz aufmachen können, weil wir können es ja nicht machen. Es gibt jetzt nicht 3 Steps, die wir machen, sondern es gibt einzig und allein, dass du sagst, ja Vater, komm und nimm alles ein. Komm mit deiner Liebe neu. Hilf mir zu verstehen, was es heißt, unter diesem Ja Gottes mein Leben zu leben. Wenn du das möchtest, halt deine Hand aufs Herz. Wir beten zusammen. Ja, Vater, ich danke dir so viel mal, dass du dieser Vater aller Vaterschaft bist und bleibst, immer warst und immer sein wirst. Und ich danke dir, dass dieses Nein des Menschen weggewaschen wird durch dieses Ja von dir. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt kommst in jedes Herz. Egal wo Anklage, Scham und Ablehnung ist und dies wegwäscht mit deiner Liebe. Weil dieses Ja unzerbrüchlich ist und nicht ein Ja auf Widerruf, sondern ein Ja, das für ewig hält. Und ich heute Morgen will dir ein Versprechen machen. Ich will auf dieses Ja von dir setzen, mein Leben lang. Weil ich weiß, es ist möglich, dieses Leben in Würde zu leben mit dir. Und das bete ich für jeden Einzelnen, der hier drin ist, in den Microchurches, egal wo du
bist und wo du siehst. Der Teufel ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. Aus ihm entspricht nichts Wahres. Gott ist nur gut und tut nur Gutes und meint es gut mit deinem Leben. Und ich verfluche jeden weisen Geist. Du bist angenommen und geboren aus Gott selber. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.